Herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch auf WLAN 24. Heute haben wir einen Gewerbler da, der Lino Lötscher. Er ist Vizepräsident vom Handels- und Gewerbeverband Vorderprättigau. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, hast du Zeit gefunden. Du bist im Holzgewerbe daheim, eigentlich auch familiär bedingt, oder? Genau, ja. Ich bin Teilhaber bei der Firma Lötscher und KG Engineers und wir sind jetzt die 5. Generation dort und ich bin zuständig für die Zimmerei. Genau. Ist für dich nie ein anderer Beruf ein Thema gewesen? Doch, mal. Also hast du auch mal mit anderen Branchen geliebäugelt? Also sicher auch vor der Berufswahl, wenn man schnuppern geht, bin ich sehr viele verschiedene Berufe. Was für mich immer klar war, ich will etwas machen, handwerkliches, etwas nicht im Büro, sage jetzt einmal KV oder so, dann bin ich Landschaftsgärtner, Forstwart, Zimmermann, Blättchenleger. Also wirklich das Band Tür schnuppern und ja, habe dann aber schon gemerkt, dass irgendwie der Werkstoff Holz und das alles schon meins ist. Ja. Ja, plus im Tal halt auch. Es hat halt auch viel Holz, oder? Genau, das ist irgendwie, ja, man kommt irgendwie drauf. Du hast ja so ein bisschen auch beim HGV hast ja du irgendwie ein bisschen die Aufgabe auch. Also ihr setzt da ja dafür ein mit dem Lehrstellenparcours und ja, dass man die Berufe sieht. Wie hast denn du das wahrgenommen als Unternehmer? Ist da fast ein bisschen zu wenig gemacht worden die letzten, was sagen wir, 10, 15 Jahre? Ja, zu wenig denke ich nicht in den letzten 10, 15 Jahren. Man hätte auch nicht müssen, denke ich jetzt einmal. Vor 15 Jahren. Also, man hat nicht so einen Mangel gehabt bei den Lernenden bei gewissen Berufen und genau und dadurch ist das wenig notwendig gewesen. Und unsere Präsidentin Zara Tafatz hat das als Diplomarbeit gemacht und hat das so umgesetzt, der Lehrstellenparcours. Und das ist einfach auch vom Gewerbeverein für die Mitglieder. Man kann absolut einen Mehrwert bieten. Und man kann auch einmal die Betriebe und die Schulen alles einmal zusammenführen und einmal, dass die auch einen Austausch haben miteinander und genau auch den Jugendlichen einmal das Gewerbe auch näher bringen in der Region. Also, Ist das noch so ein bisschen ein Problem, dass man heutzutage nicht mehr an die Jugendlichen kommt oder hat es auch einfach viel weniger? also Oder dass man ja. nicht mehr, oder ja, man muss sicher auch mit sozialen Medien arbeiten, also sprich Instagram, Facebook, TikTok, ja, tun auch schon gewisse Gewerbler und ja, ich denke, dort kann man schon auch gewisse abholen, ja. Ich habe das glaube bei euch gesehen. Ihr habt so Videos drauf, wo ihr die Lehrstellenausschreibungen so quasi machen. Hey, dass man gerade das Gesicht hat, hey, komm, kommen zu uns arbeiten. Wie war die Resonanz auf das? Also habt ihr da mehr Bewerbungen reingekriegt, als wenn ihr jetzt irgendwie einfach so in der Zeitung ein Inserat oder online ein Inserat hergestellt hätten, dass ihr jemanden sucht? Ja, genau. Also wir haben auch vorher immer mit der P&H, also Prättigauer Herrschaft, und dem Amtsblatt hat man dann die Inserat geschaltet und die Resonanz ist ja, relativ schwach gewesen, wie bei Haufen, halt auch der Fachkräftemangel, sage ich jetzt einmal ein bisschen bedingt. Und man hat dann die Kampagne gemacht über die sozialen Medien und hat die wirklich weit gestreut. Und das ist auch weit angekommen, sage ich jetzt einmal im Kanton. Und man hat wirklich gemerkt, es kommen mehr Bewerbungen für das. Und auch die Resonanz war, hey, das ist eine super Sache und es ist ja mega cool, die Video. Also als Beispiel, ich war einmal im Coop und Bist du nicht der? genau, genau. So war es etwa. Ja, dann war ich angeschrieben mit den Firmenkleidern und dann hat mich eine angehauen und gesagt, ja, aber wir haben da ein super Video gemacht. Und, so, ja, und auch sonst hat man wirklich positive Rückmeldungen bekommen.
Was ich noch ein bisschen schwierig finde, ist immer so, wenn man ein bisschen auf diesen sozialen Medien wirbt mit Videos und so, dann fließt ja das Geld irgendwie ein bisschen, ja, man kann es eigentlich sagen, in so einem grossen Konzern wie jetzt Facebook oder Google und so, ist es nicht so ein bisschen ein falsches Signal, das ihr sendet, wenn ihr das Geld. Es ist jetzt ein kleiner Betrag wahrscheinlich, wo wir Werbung gemacht haben, aber es ist irgendwie so, hat so eine gewisse Signalwirkung, wenn ihr sagt, auf der einen Seite wir haben einen Fachkräftemangel, ihr müsst unbedingt alles in der Region behalten, die Wertschöpfung, und andersrum schöpfen ihr Geld in so einen Konzern, wo es gar nicht so nötig hätte, quasi. Ist es nicht so ein bisschen ein Zwiespalt, den ihr hier habt? Ja, das Oder hast du jetzt nicht so Gedanken dazu gemacht? Empfinde ich auch nicht, überhaupt nicht so. Es ist ist einfach eine einmalige Sache von uns. Oder? Und jetzt etwas Neues ist nicht angedenkt, überhaupt nicht. Und ja, ich sage jetzt, für diesen Betrag hätten wir sicher auch ein paar Zeitungsinserate schalten können. Aber ja, man weiß einfach, dass das viel, viel weniger ausschaut. Ja. Und ja, die Wertschöpfung, das stimmt das wohl durch, ja. Aber ich denke, wir haben sonst genug Wertschöpfung auch noch also im Tal, im Betrieb. Ja. Wie ist es eigentlich so, eben, ihr seid ja relativ viele Mitglieder im Handels- und Gewerbeverband. Wie schaffen die Branchen auch miteinander? Also ist das, findet da ein aktiver Austausch statt untereinander? Weil es sind ja zum Teil wirklich ein bisschen, also man hat das Baugewerbe, aber dann hat man auch vielleicht den Detailhandel und so. Genau. Also es sind komplett unterschiedliche Branchen. Findet da ein aktiver Austausch statt? Respektive sind auch die Probleme ein bisschen die gleichen? Ja, wir sind etwa 90 Mitglieder. Und eben, wie du gesagt hast, vom Bauhaupt-, Baunebengewerbe, Detailhandel, aber auch technische Berufe, sprich Agritec oder so, ist auch Mitglied. Und der Austausch findet absolut statt. Ja, wir haben auch diverse Anlässe, wo wir alle immer zusammenführen und so auch können untereinander netzwerken in dem Sinn und auch wirklich einen schönen Austausch haben. Ja. Und der Schuh drückt überall gleich. Also, alle machen Inserat und finden keine Leute. Ja, das kann man jetzt so nicht sagen. Es ist natürlich noch, schon noch ja, von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Ich sage jetzt einmal, bei den Lernenden merkt man es extrem, welche das Berufe das fast keine Lernende finden. Welche sind das? So ja, das ist sicher Spengler, Dachdecker, Plättchenleger, die haben schon recht Mühe. Jetzt bei uns, sage jetzt einmal Zimmermann oder Schreiner, ist jetzt überhaupt nicht das Problem. Ja, es ist vielleicht ja, von Natur aus jetzt ein Wunsch im Tal, dass es einen Haufen lernen will, der Beruf. Ja. Ist das vielleicht nicht so ein gefährlicher Beruf? Oder? Eben, wenn du natürlich sagst, ein Dachdecker, das ist jetzt etwas, was ich als Jugendlicher jetzt auch nicht irgendwie... Ich glaube, so darf man es nicht anschauen. Ja. Es ist sicher ein schöner Beruf und auch hat man, sage jetzt einmal, man ist auf dem Dach in dem Sinn, man hat auch ja, Action. Das will ich jetzt nicht gerade sagen so, aber man hat eine Herausforderung. Hoffentlich nicht. Ja, nein, so, ja, also man hat Herausforderungen auf dem Dach, man ist aber auch immer, die Arbeitssicherheit wird auch immer gewährleistet. Und ja, also der Zimmermann schlussendlich schafft auch an der Höhe, oder? Aber ich denke, das ist auch etwas, wo der Jungen auch gefällt und auch nachher noch. Ja. Also ich habe das auch immer gerne gehabt, auch jetzt noch. Ja. Wie seht ihr eigentlich so das Potenzial von, wenn es jetzt im Tal nicht so viele Jugendliche hat, die eine Lehre machen wollen, wo sehen ihr das Potenzial? Also könnte es auch sein, dass das irgendwie von der Herrschaft her oder vom Kreis 5 Dörfer, dass ihr dort die Jugendlichen ins Prättigau ziehen könnt? Also ist das auch so etwas, was bei euch auf der Liste steht? Also ich denke, auf der Liste haben wir es jetzt noch nicht gerade, aber es ist etwas, wo man
wo sicher so ist. Also es ist auch schon so, weil wir sind halt gleich noch ein bisschen ländlicher und also wenn man jetzt in gewissen Gemeinden außerhalb schaut und ich denke, das schätzen auch noch Haufen, ja, wenn man da herkommt und es ist noch persönlich und ja. Gut, jetzt da ist jetzt auch die Lohndifferenz noch nicht so Die ist nicht vorhanden. extrem, oder? Also, Auch die, ja. ja, wenn jetzt vor der Klause oder hinter Ja, der Klause die Lohndifferenz nicht, aber ich denke, Ja. man hat... Mentalität Es ist, ja, es ist, halt anders, genau, es oder? ist eine andere Mentalität und ja, ich denke, man kann auch, was sicher auch das Thema ist, Quereinsteiger, wo man in Zukunft möchte ansprechen. Das ist ja so, wenn man jetzt bei anderen Grossbetrieben oder grösseren Betrieben schaut, die machen das ja schon länger und auch erfolgreich. Ja. Ihr habt jetzt im August habt ihr ja den Bikeplausch. Was ist das eigentlich genau? Was ihr mit dem Projekt wollt beeinflussen oder wieso ist das Projekt überhaupt entstanden? Ja, der ist am 20. August, am Sonntag. Und da gibt es auf Jahrzehnte, sage ich jetzt einmal, also sicher 20 Jahre, als ich noch Kind war, bin ich auch schon dort mitgefahren immer. Und das ist für Jung und Alt, sage ich jetzt einmal, vom Gewerbeverein organisiert für die Vereine von da. Also sprich, da kann ein Pfadi, ein Volleyballclub, ein Skiclub von Aas oder Grüsch oder Turmverein Grüsch machen auch mit. Und die können dort Geld sammeln für ihre Vereine. Also sie können Velo fahren und dann Runden fahren und dann gibt es pro Runde gibt's das Geld und dann kommt das alles in einen Topf und dann wird das verteilt an die Vereine. Das ist für... Von wem wird denn das gesponsert? Also wer zahlt das Geld? Also musst du selber Genau, irgendwie... du musst selber Sponsoren holen. Also ich bin dann dazu mal noch mit Papierlisten bei den Nachbarn und der Umgebung überall ringsum. Und dann hat es einen Teil 10 Franken gegeben pro Runde, einen Teil 5 Franken und einen Teil 50 Rappen. Genau. Und so kommt das zusammengetragen. Macht es einen Sinn, gut Muster, also nicht, dass man 100 Noten gibt Ja, pro Ding. genau. Nein, Also man kann auch pauschal etwas Ja. geben. Ja. Das kann man auch pauschal einen Betrag zu geben. Ja. Ja. Und das ist, also dort setzen wir relativ bei den ganz Jungen an, oder? Also sind die Vereine auch so ein bisschen ein Pool, wo wir dann halt Jugendliche rausziehen könnten, zum begeistern für eine Lehrstelle im Tal? Ja, so ist jetzt dort der Gedanke sicher noch nie gewesen. Dort Ja. macht man einfach sicher einen Mal ein Fundament ja, schaffen, oder? einen coolen Anlass und eben der ist schon lang bestehend und es gibt auch tolle Preise dann für die Kinder und Jugendlichen und es ist einfach ja also sicher zum sich zeigen auch, ja. Die Vereine können sich zeigen, auch wir können uns zeigen und ja. Was habt ihr sonst noch so? Also der Lehrstellenparcours war ja jetzt dieses Jahr das erste Mal. Den werden wir sicher wieder machen, oder? Genau, ja, das ist Ein vor Sarah ja, Erfolgserlebnis sehr ein grosser Erfolg. Also auch da der Teil hat gesagt, ja, machen wir zweimal im Jahr. Und dann, ja, nein, man will das sicher jedes Jahr machen. Und also im Winter ist am besten für den Betrieb, sage ich jetzt einmal. Und eben, wie gesagt, das ist ja so von unserer Präsidentin, also das Poppe. Sie hat das alles aufgeleistet und gemanagt und organisiert und sehr viel Arbeit auch investiert dort. Und jetzt kann man das ja mit den Schulen zusammen wieder neu aufgleisen. Genau. Ja. Gibt es auch wieder so Podiumsdiskussionen? Wie jetzt, die habe ich noch recht spannend gefunden da in der Cheers. Ja. Wo man so eine Podiumsdiskussion zum Fachkräftemangel gemacht, wo dann auch so ein bisschen Diskussionen angeregt hat. Und ja, es waren doch noch recht viele Leute. So Zeugs haben wir auch wieder auf dem Plan. Also. So eine Podiumsdiskussion direkt jetzt für nächstes Jahr nicht geplant. Man hat dort einmal mit dem Gemeindepräsidenten Schiers nochmal geredet, aber für nächstes Jahr, dann, wie es aussieht. Aber man wird dann dort sicher nochmal
einen Austausch machen. Ja. Ja. Also ja, es war sehr ein guter Anlass gewesen. Ja, auch Persönlichkeiten, die vorne gestanden sind, die, eben von der Trumpf, der Personalchef. Und das war interessant, denen zuzuhören. Ja, nicht gerade alltäglich. Ja, So, ja. genau. Was habt ihr sonst noch so auf dem Plan? Darfst du schon etwas verraten? Ja, zu viel Zu viel darfst du nicht Nein. verraten. Also, im Hintergrund. Da. Ja, wir haben sicher ein paar Sachen an der Pipeline. Für nächstes Jahr ist dann «Willkommen bei uns» noch angedenkt, im Frühling Sommer. Das hat man schon mal gemacht. Vor Tag der offenen Türen. Genau, ja. Ja. Und dazu mal vor etwa 5 Jahren hat die Gemeinde Cheers alle Betriebe, Gewerbler, Detailhändler, die mitmachen wollten, sich an diesem Tag mitmachen, und sich zeigen und etwas organisieren. Und dann konnten die Leute das Dorf und überall war etwas. Beim Metallbauer konnte man schmieden und beim Architekt konnte man VR-Brille anlegen. Genau, also das war ganz ein lässiger Anlass gewesen. Und jetzt will man das nächstes Jahr nochmal machen. Ja, genau. Aber nicht nur spezifisch auf Schiers, nehme ich an, oder? Genau, Dann werden wir es ein bisschen ja, das ist jetzt noch sicher dann noch eine Abklärung, wie man es dann handhabt, ja. Ja. Dass man es noch ausweitet. Das darf er eben noch nicht. Ja, das ist noch, Ja. ist noch nicht spruchreif. Okay, ja. Aber ist deine Hoffnung gut, dass er da jetzt etwas gegen den Fachkräftemangel... also, eben, jetzt bist du ja auch schon eine Zeit in diesem Verein dabei und findest... Also, spürst du schon, dass sich so etwas verändert hat? Also seit ihr aktiv sind? Also sicher der Lehrstellenparcours merkt man es ja. Ja. Also wir haben jetzt gerade diese Woche einen Schnupperlehrling, der im Lehrstellenparcours bei uns war. Und dort bekommen sie einfach einen kurzen Einblick in den Betrieb. Also wirklich, das ist 1,5 Stunden auf diesen Beruf. Und wenn du noch mehr willst, dann kannst du eben schnuppern kommen. 4 Tage oder eine Woche. Und auch andere Betriebe haben die gleiche Erfahrung gemacht, dass jetzt gewisse kommen und schnuppern. Genau. Ist es einfach ein Bewusstsein schaffen, dass es euch gibt? Auch, so Ja, nicht mit unbedingt. den ganzen Sachen, die Ja, wir machen, oder? Also vor allem die Berufe, die wir haben, die, sage jetzt einmal, schöne Berufe und auch Berufe, wo du nachher wirklich auf dem Markt gesucht bist, oder? Ich sage Spengler, Dachdecker und sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten hast in der ganzen Baubranche mit so einem Hintergrund, oder? Nein, super. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen. Haufen Tausende Franken hier beim Velo. Alles, was ihr macht. Ja, danke. Danke, dass du da bist. Ja, und, gefreut, danke lieber auch. Grosser Sarah. Das kann ich machen, ja. Merci. Okay. Ja, das war es schon vom Sonntagsgespräch auf WLAN 24. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und schauen auch mal rein beim HGV vor der Prättigau. Handels- und Gewerbeverband vor der Prättigau. Ja, sie machen regelmäßig gute Geschichten, die aktiv gegen den Fachkräftemangel vorgehen. Das war es schon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.